Hey, und grüß euch zur Rotzshow. Wieder mal Corona Special Edition Nummer 4. 4. Mhm. 36,7. Okay. Ja, lass mich schauen, warum er das nicht nimmt. Das sind wir. Ja, gib mal eine Sekunde. Weiß nicht, warum er das nicht nimmt. Ja, ja, ich weiß. Ich mach das gerade. Sekunde. Das gleich. So. So, hört man uns jetzt? Ich Hallo, hallo, glaube hallo. schon. Ja. Also Hallo, bitte hallo. Hallo, liebe Leute, wir fangen auch nochmal von vorne an. Grüß euch, herzlich Einfach willkommen bei nochmal der von vorne, ja. Rotzshow. Quarantäne Edition, die 4. Wir packen wieder unsere Fiebermesser aus und Ja, zeigen euch, wie heiß wir sind. Ich muss jetzt erstmal schütteln. Na, wir haben ja quasi eh schon gemacht. Ich sag mal die Temperaturen an, die zur Messung gültigen. Hotz 35, Fett 37,2, Lumpazis 36,7 und Zararias Umfall 36,1. Das heißt, Hot ist heute Fettschädel mit koronesken 37,2. Also nähert sich dem fiebrigen Bereich die coolste Sau vom Gemeindebau wieder mal die Hotspippen. Ja, aber auch, aber arg Ich weiß nicht, aber- gefährlich. Schon mal irgendwas sagen, wenn ich immer Temperaturen um die 35 Grad habe. Ich weiß nicht. Irgendwas hat's da. Ja, aber es ist vielleicht da irgendwo der medizinische Beweis, dass Schlagzeuger die coolsten sind in den Bands. Ne? Das stimmt natürlich, das stimmt. Und die völlig überschätzten Gitarristen nie mehr als Mittelmaß sein werden. Tjo. Schon alle da. Ich weiß nicht, was der Poletentoaster meint. Er meint, dieser Tonausfall war oder fast so legendär wie das Hoppala bei Fellner live gestern. Die Frage ist, lieber Poletentoaster, was war gestern bei Fellner live? Wir sehen ja gar nichts. Klär uns bitte auf. Ludwig Bauer, 36,4 Grad. Die Feli schreibt 36,6. Gratuliere, das ist, glaube ich, perfekte Temperatur, ne? Ja. Ja, der Lumpazi hat 36,7. Tja. Und ich habe nur 36,1. oder? Bitte? Nein. Ja, Poletentoast hat 36,2, alles gut. Ludwig Bauer 36,4. Also eigentlich sind wir froh. Also unsere Zuschauer sind, wie es ausschaut, Corona-frei. Passt. Das heißt, sie dürfen weiter zuschauen. Gott sei Sie Dank. dürfen weiter zuschauen, weil sie uns nicht anstecken können. Ihr dürft Ja, uns auch über genau. den Chat anhusten. Ne? Ich gehe auf Nummer sicher wieder mal. Sehr gut, sehr gut. Friedi auf der Kannst du- Oberwichser. Kannst du ein bisschen was auf die Kameralinse anschmieren? Ja, dann nehme ich es mir nämlich. Ja. Danke, ja. Sehr gut, danke. Jetzt haben wir alle Wow. angeschrieben. Das infiziert mich auch von innen, ja. Dieses Mal mit Gösser. Also, ohne Schmerz, Mit oder? Gösser schaut aus größer. Ja, Ja, was gibt's denn Neues? kurze Übersicht möchte ich nur kurz geben, was euch heute erwartet hier bei uns. Es gibt wieder ein Zimmerkugel-Quarantäne, heute mit dem lieben Lumpazi.
Natürlich gibt es auch wieder Fit mit Fats. Wir machen eine spezielle Edition von den Biersommeliers heute, eine Corona-Edition der Biersommeliers. Und dann haben wir heute noch einen Gast, und auf den könnt ihr auch freuen, denn dieser Gast hat eine tolle Aktion gestartet für eine kleine, feine Location, wo er Stammgast ist und auch weiter bleiben möchte, damit diese Location nicht zusperren muss. Und weil es letzte Woche gar so erfolgreich war, gibt es auch diesmal wieder ein Rotzpiepen-Quiz. Oh ja. Friedhof, erklären, wie es geht. Ja, es funktioniert genauso wie letzte Woche. Wir stellen jetzt in den Chat einen Link hinein, da einfach draufklicken. Dann kommt man direkt auf die Seite. 5 Fragen sind es diesmal. Ja, es ist schon für die Rotzpiepen-Experten, würde ich sagen. Es sind schon ein paar knifflige Fragen dabei. Macht das einfach anklicken, die Fragen ausfüllen und dann am Schluss der Sendung werden wir über die einzelnen Fragen quatschen und euch erzählen, was da wirklich Sache war, sofern wir uns daran erinnern können. Ich habe schon gesehen, zum Glück der Call ist im Chat dabei, das heißt, wenn wir irgendwie einen Schatz erzählen, wird er uns dann wahrscheinlich korrigieren. Und ich mache und ich habe wieder das Internet durchforstet nach Beweisfotos, die ich dann hochprofessionell wieder einspielen werde. Perfekt. So. Gibt immer noch Go-Probleme? Na, oder? Im Chat schaut es kurz so aus, der Florian Daxer fragt, ob wieder jemand Stromproblem ist behoben. Okay, also scheinbar Florian, es darf halt nur bei dir sein. Also Florian, dreh den Computer auf. Das könnte helfen mitunter, ja. Ich schreibe mal auch einen Text. Nein, es gibt wieder Witze. Schau mal, Herst, das reicht wahrscheinlich, oder? Also mein Repertoire an schlechten Witzen ist natürlich endlos, aber ich sage einmal, letztes Mal, das hat schon gereicht. Ich könnte einen erzählen. Heute hat mir ein 8-Jähriger einen Witz erzählt. Bitte. Er hat gesagt, ein Apfel klagt einer Zigarette sein Leid und sagt, mein Leben ist so sinnlos, die Leute waschen mich, ziehen mich aus und beißen mich. Und die Zigarette sagt, was soll ich sagen? Sie zünden meine Haare an und lutschen an meinem Arsch. Den hat ein 8-Jähriger erzählt. Den hat mein 8-Jähriger erzählt. Und das war keine Simmeringer Schule. Ja, das ist die perfekte Einleitung zu unserer ersten Kategorie des Abends. Ja. Wünsch dir was. Genau. Ja, bitte. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Und zwar hat die liebe Frau Anneliese T. uns besorgt geschrieben, nachdem wir uns jetzt kümmern um die Bekämpfung des Coronavirus, also wir Simmeringer, hat sie mir ihre Nähmaschine geschickt. Darf ich kurz herzeigen? Bitte. Ja. Und zwar nicht um Masken zu machen. Masken sind schon sowas von gestern. Wir werden einen Antikörper nähen heute. Das heißt, ich habe die Aufgabe, hier mit Stoffresten und allem, was ich zu Hause finde, darf ich einen Antikörper basteln und diesen in den Kampf gegen das Coronavirus schicken. Ja? Das heißt, ich fange jetzt an, weil ich habe nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Und wer mich nähen gesehen hat, weiß, das geht nicht so schnell. Und nachdem das ganz eine gefährliche Geschichte ist, habe ich hier auch meinen Erste-Hilfe-Kasten dabei. Und Lumpazzi hat einen Einspieler wieder, also einen Counter, der mitzählt. Wir haben heute einen Aua-Aua-Count. Ja. Stichwunden-Counter. Okay. Also sehr, sehr New York-mäßig. Ne? So. Ich möchte nur kurz anmerken, wer sich einmal die Nähkünste des Herrn Umfall live anschauen möchte, komme zu unseren Konzerten, denn der Herr Umfall näht seit Jahr und Tag unsere Bühnenoutfits, wie man wahrscheinlich sieht. Genau. Also kommt zu Konzerten, da seht ihr es. Eins schöner. Genau. Und auch heute später bei den Biersommeliers werden wir einige Prototypen zu Gesicht bekommen, aber dazu später. So, lass ich den Ton laufen? Ja, du nur. Ja, mach dich ran, Werner. Wir zählen alle auf dich. Ganz Simmering und der Rest der Welt schaut dir jetzt über die Schulter und hofft, dass du es schaffst. Ja. Unsere letzte Hoffnung. Ja. Hofft's nur. Okay, und während der Herr Umfall jetzt die Nähmaschine anwirft mit seinem 12-Volt-Generator, wollen wir euch was zeigen, was wir euch jetzt schon in den letzten Wochen gezeigt haben. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie ich meine Quarantäne verbringe, wie die Herren Hotzenplotz und Umfall ihre Quarantäne so verbringen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie unser lieber Lumpazzi
seine Quarantäne so verbringt und wie der Lombardi eigentlich haust. Ich habe immer geglaubt, er lebt in einem Glaswürfel, weit gefehlt. Bitte schauen Sie sich das an. Zimmerkugelquarantäne mit Lombardi Vagabundus. Hallo liebe Rotzpiepen-Fans bei Zimmer, Kuchel, Quarantäne, heute Lombardi Special Edition. Yeah. Ganz wichtig, in den Kreisen, wo ich in Simmering verweile, ist alles schon im Ausnahmezustand seit Wochen. Nach wie vor kein Heiselpapier, nach wie vor keine Nudeln und das Ärgste ist, die Leute fangen an überall einzubrechen. Aber nicht mit mir, wie ich mich vorbereite, durch diverse Zombie-Apokalypsen und Viren-Outbreak-Filme, das sage ich euch jetzt hier. Ganz wichtig, um so eine Quarantäne schadfrei zu überstehen, ist natürlich, dass man sich dementsprechend vorbereitet und sich Tipps aus vertrauenswürdiger Quelle besorgt. Eben dieses habe ich getan und unseren österreichischen Survival- und Wehrsportübungsexperten HC Strache nach seinen Tipps gefragt und er konnte mir hier so einiges mit auf den Weg geben. Unter anderem ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Küchengeräte jederzeit einsatzbereit sind. Was Sie hier eindrucksvoll sehen können, denn Abwaschen ist ein Mythos, das braucht kein Mensch. Wir spülen kurz drüber und happa happa. Ganz wichtig ist auch, dass immer etwas Essbares hier greifbar ist und bereit ist. Ja? Super lecker Reis, Essen und Küchengeräte. Ganz wichtig. Was man auch braucht jederzeit ist das sogenannte Backpapier. Hier kann man nämlich Sachen, wenn ich hinkomme, Opa! Nichts passiert. Weiters ist es wichtig, für irgendwelche Eindringlinge Stolperfallen anzubringen. Ja? Hier ganz wichtig, habe ich schon vorbereitet. Hier den gelben Sack, gefüllt mit lauter gelben Säcken, weil das eignet sich hervorragend, um Leute stolpern zu lassen. Sollte es doch so sein, dass irgendwer weiter in das Domizil vordringt, ist es natürlich ganz wichtig, weitere Barrikaden aufzustellen. Hier. Und eine kurze Anleitung, wie sowas geht, seht ihr jetzt von mir. Eigentlich ist so eine Barrikade keine große Sache. Man nimmt sie da ein bisschen Nagetier, Außen, Outdoor, Auslaufgitter oder wie auch immer das heißt. Man braucht natürlich ein bisschen Wasser in der Gießkanne und eine Blumenerde zum Anbauen des behilflichen Zements. Weiters habe ich die Kerze vorbereitet, weil wir werden hier alles noch einwachseln, damit es schön glänzt und die Leute sich fürchten. Aus den Solettis bauen wir Speerspitzen, nur damit die Einbrecher das dann nicht essen, sondern Angst davor haben, werden wir es mit dem weißen Klarlack schön anschmieren. Hier alles vorbereitet. Weiters auch den Staubmagneten, damit es immer schön blinky blink bleibt. Ja? Und für jeden, der sich dann aufspießt auf meine Soletti, schmeiße ich ein Stückchen, Mensch, ärgere dich nicht hinten nach. Ja? Da werden es nämlich alle schön schauen. So, machen einen Kontrollblick. Ja, da war es noch recht ruhig, aber ich schwöre euch, sie kommen. Ich spüre das im Urin. Des Weiteren ist absolute Verdunkelung unabdingbar. Es kann nämlich nicht sein, dass man einfach so beim Fenster reinschauen kann. Ja? Da ist es ganz wichtig, dass man ganz einfach... Ja! Wie gesagt, Verdunkelung, Verdunkelung, Verdunkelung. Wir fangen hier mit einer Spiegelfolie, ja, damit alles reflektiert wird und keiner reinschauen kann. Dann ist ganz wichtig, die Jalousien runter. Gehst du, du. Schönes Ding, ja? Und natürlich den Vorhang vor. Und dann kann hier nichts mehr schief gehen. Sollte es nun dennoch durch hinterhältige Nebeleien der Räuber dazu kommen, dass ihr euch in euren letzten Schlupfwinkel hier verziehen müsst, kann man natürlich dann auch massiv verbarrikadieren. Ja? Hierfür habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Angenommen, ich muss mich in den letzten Schlupfwinkel zurückziehen, kann ich diese Tür dann noch verbarrikadieren, indem erstens einmal das Bücherregal davor geschoben wird und zweitens habe ich alles, was ich eigentlich in den letzten 2 Jahren am Sperrmüll bringen wollte und stattdessen im Keller gelagert habe, wieder raufzahlt, ja, damit man hier ordentlich verbarrikadieren kann. Ja. Vielleicht habe ich dann ein Problem, weil die Türe dann zu ist und ich nicht mehr raus kann, aber das ist egal, es kommt doch keiner rein. Zur Not muss das Fenster eben herhalten als improvisierter Donnerbalken. Natürlich fragen mich manchmal Leute, ob ich das nicht ein bisschen übertreibe.
und dass ich komplett paranoid bin? Naja, sagt das nur. Ich leide am Verfolgungswahn. Aber glaubt nicht, dass ihr nicht verfolgt werdet. Bloß weil ihr nicht am Verfolgungswahn leidet. Ja, jetzt gehe ich aufs Heisel. Ich glaube, es ist soweit, Freunde. Sie brechen ein. Sie kommen mich holen. Aber nicht mit mir. Ich schlage zurück. Ja, brecht's nur ein. Ja, kapt's mein Strom, ist kein Problem. Ich mach euch fertig. Freitag 20:30 Uhr, herzlich willkommen beim Chillflash. Die einzigen Nachrichten, die 100% fake-frei sind. Habe ich gar nicht ausgebraucht. Wir fangen an in Österreich in den Schulen. Nachdem die Schulen und Universitäten nun seit 13.03. geschlossen sind, wird der Lehrbetrieb ab Anfang Mai wieder schrittweise hochgefahren. Es beginnen die Matura-Jahrgänge, danach kommen die Oberstufen und am Ende die Unterstufen und Volksschulen. Wann die Baumschulen wieder aufsperren, ist noch fraglich. Der Unterricht wird aber nicht wie gewohnt abgehalten, sondern ein Schichtbetrieb ist angedacht in kleineren Gruppen. Der Schichtbetrieb wird, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, ungefähr so ausschauen. Schüler sind in der Schule von 8 Uhr bis 10:30 Uhr, Lehrer dann von 10 Uhr bis 14 Uhr. Also das Ganze wird super funktionieren. Zum Tourismus. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat nun vorgeschlagen, man könnte ja deutsche Touristen im Sommer nach Österreich einreisen lassen. Dies soll den Tourismus wieder ankurbeln. Bedenken zu diesem Vorschlag kommen aber aus Deutschland. Man möchte nämlich einen erneuten Ansteckungs-Hotspot, wie zum Beispiel Ischgl, vermeiden. Österreich möchte nun der deutschen Regierung entgegenkommen mit sehr schmackhaften Zugeständnissen. So wird Österreich ab sofort die volle Verantwortung für die Weltkriege 1 und 2 übernehmen und verspricht Deutschland für den nächsten Song Contest 12 Punkte aus Österreich. Wir kommen ins Ausland, in die USA. Präsident Donald Trump hat nun wieder einmal für Verwirrung gesorgt. Er hat den Vorschlag vorgebracht, man könne sich ja Desinfektionsmittel intravenös spritzen. Der Aufschrei in der Ärzteschaft und bei den Herstellern von Desinfektionsmitteln war natürlich dementsprechend groß. Alternative Wissenschaftler vom Hulk Hogan Gesundheitszentrum in Ohio haben sich jetzt hinter den Präsidenten gestellt und verteidigen seinen Vorschlag. Ihr Argument, und ich zitiere wörtlich: Unser Präsident ist der lebende Beweis dafür, dass es keine gesundheitlichen Bedenken gibt, wenn man sich Kamelpisse unter die Gesichtshaut oder Scheiße ins Hirn spritzen lässt. Warum also nicht auch Desinfektionsmittel? Als erste Reaktion hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die USA mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Weiteres gilt für die UNO. Wir kommen nochmal zurück nach Österreich, nämlich in den Kulturbereich. Um die schwer getroffene Veranstaltungs- und Kulturszene in Österreich etwas zu entlasten, schlägt die Bundesregierung jetzt vor, dass bereits gekaufte Tickets von abgesagten Veranstaltungen nicht finanziell rückerstattbar sind, sondern es gibt ein Gutscheinsystem. Dies will man aber auch gleich nutzen, um den kulturellen Horizont der Bevölkerung zu erweitern. Die Bestimmung gilt jetzt also wie folgt: Personen mit einem gültigen Ticket für eine Aufführung in der Staatsoper bekommen einen Gutschein für das nächste Konzert der Rockgruppe Rotzpiepen. Alle Ticketbesitzer des Nova Rock Festivals hingegen, für die gibt es einen Gutschein für eine Bergwanderung mit den Kastelruther Spatzen mit anschließender Besichtigung der 4 schönsten Tropfsteinhöhlen des Burgenlandes. Durchs Programm führt Anna Netrebko, die auf einer Harley-Davidson rückwärts durch eine Knittelfelder Gulaschmuseum fährt, während sie die schönsten Sonaten von Slayer singt. Das war's mit den Nachrichten und ich gebe weiter zu einer neuen Folge von Fit mit Fetz. Wiederschauen. Grüß euch, ihr Linkswichser, ich bin's wieder, euer Fetzenschädel. Herzlich willkommen bei Fit mit Fetz.
Wir sind jetzt mittendrin in unsere Strongman-Wochen. Nicht vergessen, wie immer ganz wichtig, TTM. Trainer, Trinken, Motivation. Der Trainer ist da, das Trinken kommt gleich und die Motivation kommt hier. In Person meines lieben Zacharias Upfer. Servus Zacharias. Das. 30 kenne ich auch schon. So Zacharias, die erste Übung ist ganz einfach. Wie immer, ich hätte es euch gern vorgezeigt, aber ich habe leider letzte Woche bei einem Flugzeugabsturz überlebt und da haben wir leicht Appendizierung geholt. Aber beim nächsten Mal wird es sein, bin ich wieder tiptop fit. Zacharias, erstes Trommelbewerb, du nimmst diese Bierkisten, hebst das hoch und schlämst das vor die Reger. Alles klar, und ich stopp die Zeit. Los, geh mal, komm! Aber was ist? Ich hätte jetzt extra aussuchen für dich. Nein, also ich glaube, Zacharias ist das nur wohl zu schwer. Wir nehmen was Leichtes. Schau, mit dem. So, aber jetzt komm, weiter, geh mal. Aha. Ja, man sieht, er macht es jetzt ein bisschen leichter, aber das Takt ist sehr gut. Komm, jetzt geh mal, bloß auf. Okay, wir hätten noch einen Versuch. Pass auf, nur das weg da. So, also ich glaube, da hebst sogar du. Pass auf, ich postiere das für dich. So, Achtung und los, geh mal, go. Ja, komm. Ja, super, macht er das. Bleib und halten. So, das war's wieder für diese Woche bei Fit mit Fetz. Der Zacharias hält das jetzt dann sicher 10 Minuten lang und ich helfe ihm dabei. Also, vierte und nie vergessen, TTM. Jetzt kann ich irgendwie nicht rauchen. Blöd. Ja, Schlimm. das war Fit mit Fetz. Ich hoffe, ihr habt zugeschaut und ich will das jetzt einmal over. Also ich hoffe, ihr habt was gemerkt von Fit mit Fetz, weil es ist wichtig, dass man in Form bleibt. Geil. So, weiter geht's mit den Biersommeliers. Für alle, die zum ersten Mal zuschauen, normalerweise tun ich und mein lieber Kollege, der Herr Umpferl, blind Bier verkosten. Wir trinken Bier, das man uns reicht und wir wissen nicht, was es ist. Unsere Trefferquote liegt bei radikalen 0%. Wir haben bis jetzt irgendwas noch erraten. Ja, aber jetzt in Corona-Zeiten haben wir uns gedacht, wir trinken Bier, das wir kennen. Aber wir zeigen euch, wie man in Zeiten von Social Distancing und gegenseitig ins Gesicht husten richtig Bier trinkt. Herr Unfall, könnten Sie bitte beginnen mit Ihren Herzeigsachen, sage ich mal. Ja, also nachdem die Gastronomie jetzt bald wieder am Anlaufen ist, hat es geheißen, wir müssen uns Konzepte überlegen, wie wir diese gastronomische Herausforderung in Zukunft stemmen möchten. Ja, und haben uns gegenseitig quasi gechallenged, für bestimmte Patente hervorzubringen. Also wir sind quasi die Mythbusters aus der Simmeringer Kulinarik und jeder hat gesagt 2, oder? Ideen, wie wir in der zukünftigen Trinkphase uns ernähren können von Bier und trotzdem verantwortungsvolle Bürger sein werden. Genau. Beginnst du? Nein, ich lasse dir den Vortritt, bitteschön. Okay, also mein erstes Konzept. Zeig mal eines her. Genau, wir machen abwechselnd. So, Genau. Das erste Konzept ist, ich nenne das Modell Renate. Das ist eine Hochsicherheits-FFP11-Maske. Kann man mich noch hören? Ja. Und zwar hat die einen eingebauten Schleißverriss. Hier. Und also dafür, dass es ein Prototyp ist, muss ich sagen, funktioniert sie hervorragend. Das Problem könnte sein, dass die Zähne vom Reißverschluss, von denen es mehr gibt als von meinen eigenen Zähnen, irgendwann zum Rosten anfangen, wegen der Flüssigkeit. Ja. Aber ansonsten einwandfrei. Der Coronavirus kommt nicht rein, das Bier in Mengen. Also die funktioniert schon mal einwandfrei. Aber zeig mal, wie es funktioniert, bitte. Also trink mal durch, bitte. Hat man es nicht gesehen? Oder vielleicht haben wir nicht hingeschaut, ich weiß nicht. Ja, und jetzt trinken es bitte. Es hat ein bisschen was von SM, ne? Ja, schon. Ja. Ich finde, du solltest es in Zukunft auf der Bühne tragen.
Ja, also weiterer Vorteil ist, dass die Leute, wenn sie dich sehen mit so einer Maske, sich freiwillig von dir distanzieren, sozial. Wie bei allen unseren Ideen, die wir rausgebracht haben. So, jetzt bist du dran. Schlage mich. Naja, ich glaube nicht, dass ich dich schlagen kann, aber ich hoffe, man hört mich jetzt noch mit der Maske. Ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze einfach simpler und werde einfach einen stinknormalen Strohhalm durchfädeln. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also ich tue jetzt einmal da eine. Man könnte jetzt da an der Seite vorbeigehen. Aber nicht leiwand. Man könnte unten durchgehen. Durch den Bord. Du hast es schon angesprochen, da hat man einen Haufen Haar im Mund. Das ist so, wie wenn man Kunilingus macht und die gnädigste war nicht sauber. Und man könnte aber jetzt noch vorne ein Loch reinschneiden, was natürlich sinnlos ist, weil dann kommt das Virus ja wieder raus. Also ich würde empfehlen, hier seitlich den Strohhalm einzuführen und das Bier, was jetzt gerade übergeht, durch die Nase zu trinken. Ich probiere das jetzt einmal. Ja, ich sehe das Konzept eine Sondenernährung quasi. Ja? Es funktioniert super. Hast du vielleicht noch irgendwas für uns, Zacharias? Ich habe einen ganz ähnlichen Ansatz bei meinem Modell Mosquito. Ja? Also ich möchte das hier kurz vorführen. Es ist ein bisschen gefährlich beim Aufsetzen, weil du kriegst das mitunter ins Auge. Und so. Modell Mosquito deswegen, weil ich kann dann nicht mehr sprechen. Das ist eben der Nachteil an dem Modell. Ja? Aber es funktioniert. Ja, aber ich muss sagen, Zacharias, dein Modell Mosquito ist quasi die erweiterte Form, die funktionierende Form von meinem Modell. Respekt. Schmeckt's auch? Jahrelange Simmeringer Forschung hat hervorgebracht, dieses Modell, ich werde es zum Patent anmelden, genauso wie das Modell Renate, benannt nach meiner Frau. Und ich freue mich auch schon, die ersten Wintergärten zu sehen, wo die Simmeringer dann drin sitzen und sich mit dem Moskito in ihren Bieren versenken. Wunderschön. Gut gemacht. Jetzt zu deinem... Ja, ich hab noch ein allerletztes Modell und das ist eigentlich relativ simpel, aber es funktioniert. Stichwort Social Distancing. Sind auch Sie so einer wie ich, der gerne mit 3 anderen aus einem Bierflaschel trinkt, weil es einfach lustiger ist oder weil man sich halt nur eines leisten konnte? Dann habe ich hier für Sie, und ich führe das jetzt vor, das Modell Malle Kalle. Man nehme so einen Sangria-Strohhalm, den führe ich jetzt hier ein. Und Sie sehen, die 1,5 Meter Mindestabstand, es steigt sogar schon. Und auch die Bierkrümmung wird eingehalten. Wunderschön. Ich traue mal zur Seite, dann sieht man es vielleicht noch besser. Ja. So. Vorteil daran ist, man spart sich die depperten Mundmasken, weil man ja weit genug weg ist. Man kann es sogar am Boden runterstellen. Warte mal. Es hat was von Shisha-Bar. Ja. Das Problem ist, der Scheißdreck geht dann dauernd über als wir. Ja, es könnte natürlich auch zu Problemen führen, weil wenn man das 6., 12. Bier hat, dass man einen gewissen Rückfluss hat nachher beim Trinken mitunter. Und die ganzen Coronas ja dann quasi ins Corona rinnen. Ja, und der andere trinkt. Da gebe ich absolut recht. Aber du musst den Vorteil von dem Ganzen sehen. Wenn dein Bier leer ist, holst einfach zum Nachbartisch und trinkst den Nachbarn aus. Simple as fuck. Also, Zacharias, ich glaube, wir haben da tolle Ideen, die wir zum Patent wir sind schon wieder dabei, die Welt zu retten. Ja. Ich glaube auch, ja. Zum Abschluss, bevor wir weitermachen, möchte ich noch bitte einmal die Bezirkszeitung zeigen. Bitte, zeig's her. Seit wann hält sich irgendein Simmering und irgendein Riegel? Ja, also ich glaube, da sind wir das Einrahmen wert. Ja, also süß, lieb, aber gelogen. Fake News. Ja. Was gibt es als nächstes? Naja, passend zu dem, was wir jetzt gerade so aufgeführt haben mit Saufen, eines unserer wenigen Lieder, in denen es um die Verherrlichung von Alkohol geht. Nein. Ja, wirklich, da gibt es eins. Ich glaube schon, ja. Und viel Spaß mit diesem Video. Rotzpippen, Bumm, Zur.
Wenn du speibst vor die Tür, vom Flex und vom Mobil, kann sein, dass du nicht mehr ganz so nüchtern bist. Wenn's im Nachbarspolka tanzt, obwohl's nicht mehr stehen kannst, dann hast du vielleicht ein bisschen zu viel erwischt. Wenn du hinbrust vor die Bar, am Start ins Pissoir, als Spülung nimmst das Bier vom Nachbartisch. Wenn du lallst, wenn du redst und dich keiner mehr versteht, dann ist jede Ausrede für die Fisch. Alter, du bist vom zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig du, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom zu. Wenn du keinen Genierer kennst, noch grad umeinander rennst, erwacht in dir der Exhibitionist. Du stinkerst jeden an, brauchst da jede alte an, und eine Zeit dran, das ist schon fix. Was Lokal runterschmeißt, obwohl die Kohle nicht mehr reicht, wird das schon langsam zu ein schlechter Witz. Und deine Kommunikation gibt durch Rausch-Tourette-Syndrom, das ist für mehr als nur ein Damenspitz. Alter, du bist vom zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig genug, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom zu. Du sagst in einer Tour, hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist halt wieder ziemlich benannt. Du bist vom Tour. Wenn du blöde Witze machst und nur selber drüber lachst, wenn du das Beisel dann verlässt und einen Augenbauflick machst, und dann brauchst du einen Schlüsseldienst, weil du deine Hosen nicht mehr findest. Wenn dir der Alte eine pragt und du speibst dir sanft ins Knack. Alter, dann bist du zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist dann wieder ziemlich benannt. Alter, du bist von zu, du sagst in einer Tour, du hast du oder wenig nur, es ist ein Schand. Du führst dich auf wie die allergrößte Sau, du bist dann wieder ziemlich benannt. Ja, Ja, ist es nicht schön, so ein Video? Eins der großen Meisterwerke, muss man schon sagen. welch eine Perle der österreichischen Videomusikgeschichte. Ich habe jetzt nur gesehen, während dieses wunderbare Video gelaufen ist, es sind im Chat einige Meldungen dazu gekommen. Zum Beispiel der Florian schreibt, optimal zum Pudern. Der Patrick schreibt, beim Sex höre ich immer das Lied. Lieber Florian, lieber Patrick, wenn ihr wollt, wir verkuppeln euch gerne, wenn ihr auf solche Obrigkeiten steht beim Koitus. Wenn nicht, freut uns, dass ihr das Lied beim Schnackseln anhört. San Siro schreibt, smack my Rotz ab. Da kennt sich wer aus. Wer es verstanden hat, aber danke. Ehrt uns sehr, wir wissen, was du meinst. Oliver schreibt, bumm zu, wie immer. Was sonst, Oliver? Natürlich.
Oh, hallo Jack, liebe Grüße nach Graz. Auch dir, wir hoffen, es geht auch dir sehr gut und du bist auch Pumperl gesund. Ja, ganz nebenbei läuft ja noch was, lieber Fridtjof. Genau. So, als nächster Programmpunkt ist dann das Interview mit unserem Gast. Davor aber noch einmal die Erinnerung an unser Quiz. Das Rotzpippen-Quiz läuft immer noch. Wer noch nicht mitgemacht hat, unbedingt sofort den Link anklicken. Wir posten ihn jetzt noch einmal. Es sind 5 Fragen, nicht sehr schwer. Vielleicht doch schwer, ich bin mir gar nicht sicher. Probiert es aus. Wir werden es dann am Schluss auflösen und dann wird das sehr spannend zu sehen, wie gut uns unsere Fans kennen. Mich würde nur interessieren, lebt der Herr Umfall eigentlich noch, weil ich sehe Our Count 7. Also für alle, die später eingeschalten haben, der Our Count heute. Sagt das wieder Michael Jackson, oder? Das wird was. Es ist das heutige, für alle, die später eingeschalten haben, das heutige Wünschte, was ist, der Herr Umfall näht auf seiner tollen Nähmaschine einen Antikörper und der Our Count, den ihr seht, Zeige mir jetzt noch nicht ganz, ja. Ja, ist die Anzahl, wie oft er sich schon in den Finger gestochen hat oder sonstiges oder das Zumpferl im Hosentürl eingezwickt hat. Ja, Gast, wir haben heute einen Gast dabei und zwar den Markus und ich glaube, wir können ihn jetzt dann mal zu uns dazuschalten, bitte. Schauen wir mal den Markus. Regie bitte. Regie bitte den Markus anrufen. Wir schauen, ob wir eine Schaltung herstellen können. Ich bin die Regie. Anrufen. So. Schauen wir, was passiert. Schauen wir, hoffentlich ist der Markus für uns erreichbar. Hoffentlich ist er zu Hause. Spannend. Nein, ist er nicht. Da ist der Markus. Hallo! Servus, Und er Markus. hat natürlich ein wunderbares T-Shirt an, das freut uns noch mehr. Servus Markus, grüß dich. Sowieso. Willkommen in der Rotzshow. Vielen Dank. Falls sich jetzt das werte Publikum fragt, wer ist denn der Markus und was will der jetzt heute von uns, möchte ich nur kurz einleitend erklären. Der Markus erklärt euch dann ausführlicher. Der Markus ist Stammgast, Schrägstrich, Sperrstundverweigerer in einem wunderbaren Lokal in Wiener Neustadt. Und wie viele andere Lokale und Locations in der jetzigen Zeit ist auch dieses Lokal ein bisschen betroffen von sehr starken finanziellen Einbußen. Und ja, der Markus und Freunde von ihm hatten da eine Idee. Bitte Markus, erzähl uns mal darüber. Ja, also die Idee ist dahinter einmal darum entstanden, dass die Chefin nebenbei noch neben dem Lokal Arbeit hat, eine fixe. Und weil unsere absolut freundliche Regierung gemeint hat, die nette Frau hat ja Arbeit daneben, brauchen wir ja jetzt zu Corona-Zeiten kein Geld mit auf den Weg geben. Das hat uns, das sind jetzt 2 Stammgäste mit mir und eben Kellnerinnen, gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so, wir wollen unsere Chefin, unsere Freundin unter die Ohren treffen und wollen jetzt ein bisschen Geld für sie zusammen deichseln. Ja, wenn du jetzt sagst, der Chef unter die Arme greifen, ist das jetzt nicht im sexuellen Sinn, oder? Also finanziell, Nein, natürlich oder? nicht. Natürlich. Okay. Weil ich wollte nur noch nachfragen. Ne? Ja, Ja, und was genau macht ihr jetzt denn da, damit ihr diese, oder sagen wir überhaupt, um welches Lokal geht es denn eigentlich? das Lokal heißt Metals Rockball. Also, Das ist im ich Herzen weiß von nicht, ob Wien. ich weiß nicht, ob ihr den Markus auch so schlecht hören könnt wie ich, falls ihr es nicht verstanden habt. Das ist Metals Rock Bar in Wiener Neustadt. Ein ziemlich cooles Beisel. Ich glaube, Markus, hört man dich jetzt besser? Geht's jetzt besser? Ja, um einiges besser, ja. Ja, super. Ja. Okay. Und wie schaut die Aktion jetzt aus? Ja, die Aktion schaut so aus, dass wir jetzt über Facebook so eine Gruppe erstellt haben, die heißt eben Save Our Living Room, weil es ist ja unser Wohnzimmer, da gehen wir immer hin und wir haben jetzt gesagt, pass auf, wir erstellen die Seiten und da haben wir lustige Videos gedreht, wir haben Freunde eingeladen, wir haben gesagt, pass auf, es gibt Leute von uns, die nähen eben auch lustige Schutzmasken mit alten T-Shirts oder sonst irgendwelchen Stofffetzen
Dann haben wir gesagt, CDs, die jemand nicht mehr braucht, die hauen wir einfach raus, verscherbeln die. Das kommt alles dann ihr zugute. Ja, apropos CDs, die niemand braucht. Da möchten wir uns natürlich auch mit anschließen, wollen natürlich diese Aktion unterstützen, weil wir als Band, die ja auch des Öfteren in sogenannten kleinen Locations auftritt, wir wissen auch ganz genau, wie wichtig diese kleinen Locations sind, weil es gibt halt nicht nur die Stadthalle und andere Optionen, sondern es gibt auch Bands, die halt nur in kleineren Locations auftreten. Und um euch zu unterstützen, haben wir ein Rotzpiepen Quarantäne Survival Kit zusammengestellt, weil wir wissen, es gibt solche und solche, die nächste Seuche steht wahrscheinlich schon vor der Tür. Und um die nächste Quarantäne zu überleben, haben wir etwas zusammengepackt, mit dem sich die Leute dann unterhalten können. Und zwar ist es einmal unsere gesammelte Diskografie, also alle 4 Alben, natürlich signiert von allen Bandmitgliedern. Wow. Weiters eine Seuchenschutzbrille, da hängt nur der Preiszettel drauf, aber sie ist eh nichts wert. Geben wir auch noch dazu, um die Atemwege zu schützen, der allbewährte Rotzpiepen-Schal. Den kann man sich aber auch so im Winter umhängen, weil er recht leibend ist. Dazu noch 2 Kühlschrankmagnete, damit man weiß, wo der Kühlschrank eigentlich ist, dass man es nicht vergessen wird. Für die Freunde, die einen dann nicht mehr besuchen kommen, aber es ist trotzdem schön, ein paar Rotzpiepen-Bierdeckel. Und natürlich, damit einem nicht kalt ist, ein Rotzpiepen-T-Shirt. Es ist das gleiche, was der Markus gerade anhat. Und als Draufgabe, weil es muss ja nicht sein, dass YouPorn bei der nächsten Seuche wieder alles gratis anbietet. Etwas zur Motivation für alle, die einsam sind. Das Rotzpiepen Motivationsposter. Das alles kommt in das Survival Kit, das wir spenden wollen für die Versteigerung zugunsten der Metals Rock Bar. Und damit dieses ganze Klumpert nicht irgendwie dann so harmdrohen muss, kommt es in den Original Rotzpiepen Turnsackl. So, everything must go, alles muss raus. Wie gesagt, es gibt auf Facebook die Gruppe Save Our Living Room. Bitte schaut dort hinein, dort findet diese Versteigerung statt. Dort kann man das ersteigern, erwerben, erspenden, was auch immer. Der Markus betreut das Ganze. Und ich weiß nicht, habt ihr schon was versteigert bisher, Markus, oder gibt es dabei nur Spenden? Wie schaut das aus? Bisher ist schon einiges dran. Also wir haben schon ein paar Leute gehabt, die was gespendet haben. Und ich habe dann einen Ordner erstellt mit CDs, also Bücherordner, und da sind auch schon CDs mitgekommen. Alles klar. Ja, Und das ist Masken sehr schön. haben wir auch schon verkauft. Masken? Also diese Ja. Schutzmasken mit sämtlichen Motiven. Totenkopf geht natürlich sehr gut. Gut, ich meine, da ist natürlich der Schal auch optimal, weil der ist ja nicht nur als Maske brauchbar, sondern man kann ihn dann auch hinten oben hängen lassen und sich damit den Arsch auswischen. Also multifunktional ist der Schal. Sehr wohl, ja. Okay, passt. Dann würde ich sagen, Markus, du bleibst vielleicht noch ein bisschen hier bei uns heute für den Abschluss. Ja. Wir werden natürlich über eure Aktion quatschen und jetzt, bevor wir dann zum abschließenden Q&A kommen, wo wir uns natürlich über Fragen freuen. Also wenn ihr wieder Fragen habt an uns oder an den Markus und seine Aktion, dann bitte jetzt in den Chat schreiben. Wir schalten nur kurz zur Werbung und gehen dann auf eure Fragen ein und natürlich, wir lösen das heutige Quiz auf. Also bis gleich. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter. Denn mit Mutterbutter. Da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett.
Mutter Butter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken. Zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutter Butter. Hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutter Butter. Good to have you here. Thank you so much. You look beautiful, Nishka. Well, I'm a little bit chilly, Jan. That's okay. Okay, I don't want to put my mouth on that now. That's absolutely disgusting. Oh my goodness. Jennifer, I'm not often speechless, but I think I've actually been caught speechless now. Und da sind wir wieder. War ein bisschen mehr als nur Werbung. Genau, wir haben jetzt extra noch... Frieda, verkehren Sie sich Ihnen. Ja, das sozusagen hat man gesehen, wie ich meine Freizeit verbringe. Ich sitze deppert vor dem Computer und schaue mir blöde Videos an, und wenn ich dann besonders lustige Videos finde oder die ich komischerweise für lustig halte, speichere ich die, und ich habe mir gedacht, ich schneide einfach mal ein paar zusammen und lasse auch andere an meinem schlechten Humor teilhaben. Ja, schauen wir mal, vielleicht habe ich bis nächste Woche wieder ein paar Videos zusammen, dann alles klar. Wieder ein paar raus in den Äther. Ja, das war's. So, ich muss jetzt noch ein bisschen an der Umfrage rumbasteln und die Analyse-Tools da irgendwie mal schauen, dass das funktioniert, dass ich sehe, was die geantwortet haben. Aber wir haben ja eh noch was anderes zu tun in der Zwischenzeit. Ja. Wünsch dir was. Genau. Herr Umfang, wie schaut's aus? Gerade bin ich fertig geworden. Und du hast es geschafft, einen perfekten Hour-Account von Xi zusammenzubringen irgendwie. Ja? Echt? 11 Mal hast du reingestochen. Ja? Sogar in der falschen Hand. Ja, aber Zacharias, hast du 11 Finger oder was? Den 11. Stich willst du nicht wissen, wo der ist. Soll ich zeigen? Ja, ich kann mir das vorstellen, ja. So, na zeig mal einen Antikörper und erklär mal, warum der so anti ist. Oh ja, das bin ich auch schon sehr gehört. So, das ist der Antikörper. Wir können den ja vielleicht mitversteigern, oder? Oh. Ja, könnte man noch ins Backerl dazu tun für die er schaut gut aus. Ich werde noch ein bisschen. Blut? Kaputt? Nein. Ich habe extra den Textilmarker genommen, aber der Antikörper nimmt keine. Ja, der Stoff ist nicht geeignet dafür, dass man Tinte drauf macht, okay? Okay. Schön. Dann schaut das super aus. Die Frage ist jetzt noch, welchen Nutzen hat das Ding? Wenn der Coronavirus vor der Tür steht und dich bedrängt quasi, dann haust du ihm den am Schädel. Hätte ich gesagt. Sehr effektiv. Ja. Vielleicht könnte man den Trump teuer verkaufen. Wenn man das ja, ich habe ihn gefüllt mit antiseptischen Desinfiziermittel, ja, und Klopapier, wegen der Klopapierkrise. Super. Das heißt, das Ding einfach in den Hintern stecken und man ist geheilt, oder? Genau. Und was, wenn der ähnlich schaut, der Antikörper? Der schaut doch ein bisschen aus wie der italienische Bundeskanzler. Antipasti. Ja, jetzt wo du sagst. Wieder ein depperten Witz.
Er hat auf jeden Fall einen sehr steifen Gesichtsausdruck. Ja. Du hast steif gesagt. Also ich finde das super. Drauf trinken. Na, also ich muss sagen, Zacharias, Applaus von meiner Seite, wirklich gut gearbeitet, bravo. Kann man fast nicht besser machen, sage ich mal. Liebe So, ich werde mich Zuschauer, selbstgenähtes von Zacharias Unfall gibt es demnächst im Rotzshop auf www.rotz.at. Vom Präservativ bis zum Bierwarmhalter ist alles dabei. Der Poletentoast hat eine Frage geschickt, und zwar, ob der Herr Peter Filzmeier zur Umfrageerhebung kommt. Ja, also, wird live zugeschaltet natürlich. Wer sonst? Es gibt in Österreich Also niemanden. Friedhof Filzenplotz, bitte das Ergebnis des Quizzes. So, also, es haben insgesamt wie viel? 15 Leute teilgenommen, also eine durchaus repräsentative Durchschnittsmenge der Österreicher. So, Ja, also. und unserer Fanbase, Durchschnitt beim Konzert. Ne? So. Ja, genau. Ungefähr 80% aller Rotzpippen. Also kann man über die Prävalenz schon was sagen, oder? Ja, passt. Also, dann gehen wir so. Frage 1. Nach einem Konzert im Waldviertel musste der damalige Rotzpippen Rody Motz die Heimreise ohne Hose und Schuhe antreten. Warum? So, und zwar, das Publikum war etwas unentschlossen. Die Prozente sind auf alle 4 verschiedene Möglichkeiten verteilt, aber die Mehrheit mit 60% hat richtig geraten. Er fiel in einen Bach und durfte mit nasser Kleidung nicht ins Rotzmobil. Und da haben wir, glaube ich, auch ein Beweisfoto von der Heimfahrt. Der Herr Unfall riecht das gerade her, glaube ich. Genau, wir haben nämlich den jungen Mann dann mit Merchandise ausgestattet und hier sehen wir ihn bei der Raststation beim Leberkässemmel bestellen. Er hat dann wieder eine Hose bekommen, aber das ist nicht die seinige, muss man dazu sagen. Aber eigentlich, es war irgendwann im Dezember, es war arschkalt und er ist genau 3 Sekunden vor der Abfahrt wirklich beim Pinkeln in einen Bach gefallen, dieser Dolm, und musste dann wirklich ohne Schuh- und Hosenwerk die Heimreise antreten, weil das Rotzmobil ist heilig und sauber. Genau, und das Problem ist, dass der gute Motz, ich glaube, 3,17 Meter groß ist und Schuhgröße 63 hat oder so. Das heißt, wir haben die Schuhe borgen können oder so. Das heißt, er hat einfach bloß darum rennen müssen. Ja, das ist auch diese Hose, die er da anhat, da mussten eigentlich 2 Hosen zusammennähen, damit es in der Länge überhaupt eine Hosen wird. Ja. Was man vielleicht noch dazu erwähnen kann, er war übrigens von der ganzen Travel Party der einzig Nüchterne, der es geschafft hat in den Bach. Dazu, ja. Also sogar der Fahrer des Rotzmobils war so angesoffen, dass er nicht mehr drüber lachen hat können. Ja, aber der ist auch nicht im Bach gefallen. So, okay. Frage 2. Welcher Reality-TV-Star tanzt einmal bei einem Rotzpippen-Konzert besoffen von der Bühne herum? So, die Janine Czernek, auf die hat keiner getippt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die ein kleines Kind hat oder so, wenn sie bei Teenager werden Mütter mitmacht. Ich kenne das gar nicht. Oder sie Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, du kennst nur Teenager werden Väter, ne? Genau. Oh ja. Was willst du trinken? Nein, auf jeden Fall mehr als 50%, nämlich 53,3% haben richtig getippt. Der Herr Doser von Wir leben im Gemeindebau hat doch tatsächlich einmal besoffen bei einem Rotzpippenkonzert getanzt. Mit seinem Hund. Mit der Mirinda, oder? Ja, wir haben hier auch ein Beweisfoto, da könnte aber jeder drauf sein, habe ich mal gedacht, weil ich meine, man kennt ihn schon. Ja, so, ich halte das mal her. Es ist ein bisschen verwackelt, aber es ist eindeutig Herr Doser. Ja. Na, vor allem, man muss ja sagen, er hat auch Kung-Fu-Moves hergezeigt. Oder Karate-Moves, die er spektakulär drauf hat. Und auch er war betrunkener als die Band. Ja. aber ich glaube nicht von Alkohol. Aber es war mein persönlicher Ritterschlag, weil er hat mir am Schluss des Konzertes auf die Bühne ein High Five gegeben. Ich habe mir seitdem die Protzen nicht mehr gewaschen. Ich kann mich erinnern, er ist ja nach dem Konzert zu dir gekommen und hat gesagt, bitte kannst du ein Autogramm von mir haben. Ja. Stimmt. Ja, und er hat's auch hergegeben, also finde ich auch sehr nett. Was mir auf dem Foto gerade noch auffällt, hat jemand gewusst, dass da eine Kleinwüchsige, also eine Minderjährige auch noch steht? Seht ihr die? Ja. Ich glaube, das ist der Lombarzi, weil er ist nicht auf der Bühne. Ich glaube, da haben wir von der Bühne runter verbannt, das war vor seinem Wachstumsschub. Ja. Ja. Bevor die Haare kommen aber im Gesicht und am Arsch.
So, Okay, gut. nächste Frage. Frage Nummer 3. Entschuldigung, ganz kurz noch. Markus, hättest du die Antwort gewusst eigentlich? Ich kenne auch alle nicht, aber ich habe auf den Herrn Doser getippt. Ja. Also, jetzt weißt du, wer den Ausschlag gegeben hat. Hervorragend. Wer hat Ausschlag? So, also welches Bandmitglied stand nach einem Konzert plötzlich seinem Doppelgänger gegenüber? So, ja, niemand hat auf den Fetz getippt. Ich glaube, du bist so einzigartig. Mir gibt's nur einmal. So, und wieder mal, unsere Fans sind so unglaublich schlau. 73,3% haben richtig getippt. Der Lumpazi hat seinen Doppelgänger kennengelernt. Das schon. Wir haben jetzt Da habe ich kein Foto bekommen, aber ich weiß, es gibt eins. Wir werden es irgendwann mal finden und posten, oder? Oder war das war ja heute sogar schon im Chat, glaube ich, oder? Der gute. Ja. Herr Ich glaube, der ist Weibsvolk anwesend, ist Doppelgängervolk. Elmato ist da, ja. Es ist natürlich der Elmato und er als Zeuge wird das sicher aussagen können, ja, und dementsprechend brauchen wir auch kein Beweisfoto. Die Indizien sprechen für sich. Und, genau, absolut. Und die rezitierende Haupthaarlinie spricht auch für beide. Außerdem hast du ein Allerweltsgesicht. Schaut fast alles aus wie du. In der Ja, Band wegen ein Allerweltsgesicht, da hätte ich eigentlich auf Friedhof getippt. Wirklich? Obwohl jetzt, wenn man das so ausschaut, dieses Bild, also ich sehe den Lombardi und drunter den Markus, also da ist auch gewisse Ähnlichkeit, muss ich sagen. Also das ist nicht so... An der Farbe arbeiten wir noch, ja, aber... Ja, das kommt schon noch, ich bin ja noch jung. Nein, das Foto haben wir schon, wir haben es noch nicht gefunden, oder? Next question. Aber man muss sagen, eigentlich ein Kritikpunkt an unser Archiv, lieber Karl, bemühe dich ein bisschen. Ja. Wenn der nicht jeden Moment in unserem Leben fotografiert, ist er gefeuert. Ja, genau. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Welches Rotzpippen-Video brauchte vom ersten Dreh bis zur Fertigstellung fast 11 Monate? So, ich finde es großartig, dass 2 Leute auf Moserhead getippt haben, wenn man das Video kennt und sich mal angeschaut hat. Ja, weil das hat 11 Minuten gedauert. Darauf zu tippen. Aber ja. Aber die haben sich vielleicht verlesen und wirklich gedacht, da steht 11 Minuten und nicht 11 Monate. Ne? Das könnte natürlich sein, ja. Wobei, das war schon eins unserer teuersten Videos, war Moserhead auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Stimmt, ja. Die Props, ja, der Schnee ist nicht billig, ja. So. Ja. Aber auch hier 73,3%, genauso wie bei der letzten Frage, haben wir richtig geraten, es war Bumzur. Da haben wir wirklich fast ein ganzes Jahr zwar nicht durchgehend dran gearbeitet, aber hat vielleicht der Karl 10-mal mitgemacht oder so, ja, bei der Umfrage. Ja. Wir haben ja auch ein Zeichentrickvideo, das hat nur 9 Monate gedauert, zum Beispiel. Pepe und Ferl, ja. Pepe und Ferl hat nur 9 Monate gedauert. Ja, nur bei Pepe und Ferl hat halt die Herstellung so lange gedauert, weil es so aufwendig war. Aber bei Bumzur waren wir einfach faule Säue. Wir haben die ersten 3 Minuten gedreht, dann haben wir 10 Monate nichts gemacht und dann haben wir in 2 Tagen eigentlich die letzten 1,5 Minuten gedreht, soweit ich mir erinnern kann. An der Ausführung kann es ja nicht gelegen haben. Nein. Nicht. Genau. Wahrscheinlich, das war meine Überlegung, dass es einfach so lange gedauert hat, bis wir wieder nüchtern genug waren, die Kamera zu halten. Ja, stimmt. Ja. Ganz ähnlich war es, ja. Wegen der Authentizität haben wir gesagt, wir saufen uns jeden Tag an und haben dann festgestellt, das ist nicht so gut, wenn man wirklich Bumzur ist, wenn man ein Video macht. Leider mussten die Szenen aber auch authentisch sein und deswegen haben wir uns halt immer wieder angesoffen. Und dann 11 Monate. Okay, eine Frage haben wir noch, glaube ich. Letzte Frage, genau. Was stand beim legendären Rotzpippen-Konzert in Klinzendorf 2013 auf der Bühne? So. Die Band. Einer hat auf die Kuh getippt. Ich würde gerne wissen, wer auf die Kuh getippt hat. Darf ich dazu sagen, wir hatten schon mal eine Kuh vor der Bühne. Ja? Genau. Und wir hatten auf unseren ersten Bandfotos ein ganzes Rudel von Kühen, glaube ich. Ja. Sagt man das so, oder? In der Landwirtschaft. Die Antwortmöglichkeit war eine Falle, eindeutig. Ja. Eine Falle! So. Nein, aber unser großartiges Publikum hat wieder mal recht. 80% haben richtig getippt. Der Traktor war auf der Bühne. Jawohl. Und ich glaube, da haben wir ein schönes Foto sogar. Yes. Ich nehme jetzt das war was. Wie sich's gehört.
John Wir Deere. haben gestartet, oder? Wie wir Traktorfahren gespielt haben, glaube ich. Das war Ja, dann das- Ja, das- der Traktor ist auch gelaufen. Deswegen lachst du ja so lustig. Du hast voll vom Diesel da voll einen Tschuck genommen. Ja. gehört hat mich keiner mehr, war wurscht. Was bei dem Konzert besonders leibend war, da sind ja draußen vor der Halle nochmal 4 Traktoren gestanden. Also das ganze Bauernvolk ist angereist im Traktor und hat die quasi vor der Halle geparkt. Da gibt es auch noch ein Foto dazu, das habe ich jetzt nicht da, aber das können wir ja auch irgendwann einmal posten. Ich glaube, wir haben es mal zu Weihnachten im Adventskalender verwendet. So, Na, war ein schönes Konzept damals. Unseren Zusehern ein Kompliment machen. Sie haben alle 5 Fragen mehrheitlich richtig beantwortet. Bravo, bravo, liebes Publikum. Sehr brav. Wir brauchen schwerere Fragen. Die Leute sind zu gescheit. Das gibt es nicht. Naja, man könnte nach meinem IQ fragen oder 17. nach den Geschlechtspartnern vom Schlagzeuger. 17. Ja, oder wir können. Nach den Dioptrien vom Lompazi. 17. Sehr gut. So, was fehlt noch? Wir könnten beim nächsten Mal vielleicht Fragen stellen und alle 4 Antworten, die wir zur Verfügung stellen, sind einfach falsch. Oh, das Das wäre war- natürlich nicht Keiner. Aber ja, Ja. Naja, wir brainstormen dann wieder. Ich glaube, wir können da schon noch sehr, sehr gute Fragen stellen. Wir haben schon ziemlich viel Schabernack gemacht die letzten Jahre. Apropos Fragen, ich glaube, es ist Zeit, dass wir es umkehren. Ja? Ja. Nicht wir Ja, Fragen ja. stellen, sondern Fragen stellen lassen. Der Mann von Welt lasst Fragen stellen und stellt sie nicht selbst. Deswegen die nächste Rubrik Q&A. Und Da da sind wir sind wieder. wir Ja. natürlich wieder. da Epa! hat er getippt. Nicht schlecht. Fragen, die nie gestellt wurden. Der Patrick fragt im Chat, wann spielt Rotzpiepen im Schloss Neugebäude? Wann warst du das letzte Mal im Schloss Neugebäude? Das stürzt ja schon zusammen, oder? Na, da jedes Jahr Sommerkino und sonstige Sachen. Gut, Es passt. würde vielleicht einstürzen, wenn wir dort spielen, aber Gut, sollten wir im Auge behalten. Außerdem fragt der Patrick noch, neben vielen anderen verwirrenden Sachen, wie zum Beispiel, wann gibt es den Rotzpiepen Swinger Club? Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber er fragt auch Fetzi, das bin ich. Er hätte eh keinen Zutritt. Bist du ein Simmeringer Messias? Wir alle sind Messias, oder ist das die Mehrzahl? Messino. Also wir alle sind Messinos. Wenn Sie uns live erleben wollen, unsere Gottesdienste halten wir in unregelmäßigen Abständen auf Österreichs kleinen Bühnen ab. Ja, ich dachte auf öffentlichen Toiletten, aber das war, glaube ich, Das war andere. das Bum-Zur-Video, was du meinst. Ja. Ich verwechsel mich immer mit George Michael, ich weiß nicht, woran es liegt. Am Alter vielleicht. Der ist doch schon tot, oder? Weiß ich gar nicht. George Ja, Michael? ja, ich glaube, der ist gestorben. Ja. In Wien oder so. Je. Habt ihr noch weitere Fragen vielleicht? Wollt ihr nichts wissen? Oder falls von Markus noch was wissen wollt zu seiner Aktion, Ja. Wann nicht, dann, schaut ihn heute zu fragen. und wenn nicht, dann würde ich sagen, wir bewerben nochmal die Aktion von Markus. Also bitte Markus, sag an, um was geht's denn nochmal? Ja, also wie gesagt, die Metals Rockball in Wiener Neustadt braucht unbedingt Unterstützung. Die Chefin, die Alex, die hat nebenbei einen Job und deswegen lässt eben unsere Regierung leider kein Geld für sie springen. Und das geht sich halt vorne und hinten leider nicht aus. Und deswegen schaut auf unserer Facebook-Seite, Gruppe Save Our Living Room. Da kann man dann sämtliche CDs, T-Shirts und sonstigen Schabernack erwerben. Und echt geiles Package, wie ich finde, von den Rotzpiepen. Vielen lieben Dank noch einmal. Gerne. Wir werden uns das überlegen. Wie gesagt, wir sind da 2 Stammgäste und 4 Kellner, /Ihnen. Wir werden uns das überlegen, wie wir das machen, ob wir da einen Fixpreis geben oder vielleicht ein paar kleine Versteigerung machen. Super. Und ja, das Ganze wird noch ein paar Tage oder vielleicht Wochen gehen. Wir haben auch lustige Videos schon gemacht.
Wir haben das schön zusammengeschnitten. Da wird es lustige Aktionen geben von uns, wo wir uns gegenseitig, das eine ist auf dem Video, kann ich gern verraten, da wird einer von uns von einer Kellnerin mit einem Paintball-Markierer abgeschossen werden. Er selber wird nur eine Spritzpistole bewaffnet haben. Es wird sicher eine lustige Aktion. Ist das die neue Chancengleichheit oder was? Ja, definitiv, ja, natürlich. Zumindest eine sehr plastische Darstellung, ja, wie Chancengleichheit funktioniert. Ja. Wenn ich nur kurz unterbrechen darf, ich sehe, der Herr Unfall wirkt sehr benommen. Ist es der Blutverlust vom Nähen oder? Nein, ich habe nur gerade die Gruppe gesucht und poste jetzt den Link quasi in die. Hat schon wer andere gemacht. Tata! Dann mache ich das jetzt mal zusätzlich. Marco, wisst ihr schon, wann die Bar wieder aufmacht? Gibt es da schon einen Termin, wann das wieder weitergehen kann? Oder? Generell noch nicht, nein. Noch nichts? Das ist da, ja. Also überhaupt Lokale gibt es momentan noch nichts. Aber ich glaube, wenn es soweit ist, werden wir bei der Roadshow sicher kein Haxen oder wenn wir uns einen Hax ausreißen, werden das natürlich bekannt geben, wenn die Metals Rockbar wieder aufsperrt. San Siro schreibt im Chat, wenn es Iron Maiden nicht abgesagt hätten, die hätten in Neustadt heuer gespielt, wäre ich da gewesen. Iron Maiden, super geil, aber ich glaube, man kann ja in die Metals Rockbar fahren, ohne dass Iron Maiden in Town sind. Das ist korrekt, ja. Ich glaube schon, gell. Aber San Siro, ich würde einfach sagen, du fährst einfach hin und wünschst dir vom DJ Iron Maiden. Dann hast du beides. Du hast Iron Maiden und Metals Rockbar. Das geht sicher. Einfach die ganze Rock in Rio von oben bis unten. 12, 13 Seilen dazu und wir sind im Geschäft. Ja? Ganz einfach. Jawohl. Das lässt sich auf jeden Fall errichten. Ein paar Fragen haben wir hier doch. Ja. Wann spielen wir im Schloss Neugebäude? Haben wir vorher schon besprochen? Haben wir schon gehabt. Okay, habe ich nicht zugehört. Da war's fort, ja. Wer sind die musikalischen Vorbilder? Habt ihr das auch schon gehabt? Der Orlando van Bem hat uns das gefragt, was unsere musikalischen Vorbilder sind. Na, haben wir noch nicht besprochen. Was sind unsere musikalischen Vorbilder? Thomas Spitzer hat diese Woche ein wunderbares Lied rausgeschmissen. Ja. Stimmt, ja. Küste Hand Pandemie. Definitiv ERV, sicher ganz groß dabei. Tradivaval. Voll. Sigi Maro. Sigi Maro auf jeden Fall musikalischer Einfluss. Jeder Musiker hat seine musikalischen Einflüsse und wer schon mal unsere Musik gehört hat, wird sich denken können, woher der Wind weht. Wie gesagt, also wir sind da sehr in der Sparte Sigi Maro und Tradivaval, Altbottle etc. pp. Also einfach österreichische Mundartmusik, wo ein bisschen auch die harte Gitarre zum Greifen kommt und ich glaube dann so, jeder von uns hat auch noch so seine privaten musikalischen Vorlieben. Genau, wie bei mir George Michael zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Manchmal probieren wir, dass wir intelligent sind, so auf Helge Schneider oder so, gelingt nicht ganz, ja. Aber er ist halt ein Universalgenie, das ist ein großer Einfluss von mir, zumindest von den Haaren her bin ich halbwegs so. Roland Neuwirth gehört dazu, muss man sagen. Ja, natürlich. Kreisler, ja, natürlich. Ja, Kreisler, ganz wichtig, ja, großer Einfluss für uns. Ja, das ist quasi die Hollywood-Version von Rotzpippen, oder? Die sind auch. Wobei, ob wir nicht beeinflusst haben, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, also die Steel Panther haben sich schon viel von uns geborgt, sage ich mal, aber wir sehen es ihnen nach, das sind junge Leute, die suchen noch ihren Weg im Business und da lassen wir sie gerne. Wir haben es, ja. Der Florian hätte noch eine Frage und zwar, wie viel Bier trinkt ihr im Schnitt pro Roadshow pro Person? Das muss jetzt jeder selbst beantworten. Friedrich, fangst du an? Das ist ganz verschieden. Bei mir ist ganz wenig. Ja, ich hab heute Wein in seiner Urform konsumiert. Ich habe was Trauben in Lulu verwandelt. War auch nicht schlecht, Und wirkt es schon? Nein, ich fühl mich noch nicht besonders betrunken, muss ich sagen. Nicht? Okay. Ja. Aber ich wundere mich, warum. Ich habe extra 2 so Dinger gegessen, weil ich mir dachte, ich gebe mir heute die Dröhnung. Aber hätte ich noch länger liegen lassen müssen oder so. Vielleicht muss noch ein Tritz her. Ja, wahrscheinlich, ja. Muss ich schauen. Ich trinke normalerweise pro Rotz schon mindestens ein 6er Tragel. Momentan geht das aber nicht, weil
verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen muss. Darum beschränke ich mich nur auf das Biertesten. Aber normalerweise ein 6er Tragel pro Minute. Na, war schnell. Oder andere Frage, Markus, wie viel hast du heute schon gesoffen? Ich bin jetzt beim zweiten. Wie viel Eierlikör? Für einen normalen Abend. Ich glaube, man muss nicht. Die Nacht ist ja noch jung und wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal das zweite, ich werde dann nachher noch ordentlich Gas geben. Genau, wir haben Wochenende. Lombardi, was trinkst du bei der Show? Naja, ich glaube, man muss differenzieren, ob wir jetzt unsere Corona-Editions nehmen, weil ich gerne nicht so viel ausse und habe dementsprechend nicht immer so viel Bier da. Aber angenommen bei der normalen Roadshow, eigentlich kommt es darauf an, ob das Biertasting-Bier den Leuten eigentlich schmeckt oder nicht, weil wenn es ja dann nicht schmeckt, trinke ich mindestens 2 Bier mehr. Ja, brauchen wir schon. Ja. Aber jetzt haben wir so oft Bier gesagt, dass ich gleich wieder einen Schluck aus dem Sangria-Bier nehmen muss. Kalle. Na dann, Prost miteinander. Bei mir sind es nur ganz wenig, nur 2, weil ich habe morgen meine Yogastunde und da muss ich fit sein. Und ich trinke natürlich zwischendurch immer so ein bisschen Desinfektionsmittel, sicherheitshalber. Ja. Aber das machst du falsch, du musst das initiieren. Gell? Also trinken geht auch. Ja, trinken geht auch. Ja, für die Mundflora, die vergiftest damit, ne? Okay, ich glaube... Wie viel Eierlikör wir trinken, naja, also ich trinke den Eierlikör immer nur zu ganz besonderen Anlässen. Also zum Aufstehen. Zum Tagesbeginn. Tagesbeginn. Ja. Tagesmitte, Tagesende. Mittagspause, Nachmittagsjausen, Feierabend, Abendessen, Nachtmahl, gibt viele besondere Anlässe. Ja. Nachrichten im Radio, besonderer Anlass, stündlich. Ne? Also Verkehrsfunk, viertelstündlich. Das sind alles besondere Anlässe. Ja. Genau, das wäre natürlich auch interessant. Was trinken die Zuschauer im Schnitt? Das ist eine gute Frage. Ja. Naja, das muss jetzt jeder selber hinschreiben. Wie viel muss man eigentlich trinken, damit man das aushält? Ne? Uns 4 oder heute 5 da sind die ganzen Blödsinn anzuhören. Ja, also Florian Taxer hat 12, 13 Zeital, Fragezeichen. Da geht ja der Durst nicht weg. Achso, der hat geantwortet auf irgendwen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich würde da sagen, im Schnitt, was braucht die Show? Die Show dauert 1,5 Stunden maximal. Da gingen sie aus 12 bis 18 Bier, wenn man gut dabei ist. Zum Aufmachen, oder? Ja. Als Zuschauer. Wir müssen ja arbeiten. Ja. Das kommt aber wieder auf das drauf an, wie viel Text, dass man wieder auswendig kann. Also ich zum Beispiel trinke dann immer ein bisschen weniger auf Konzerte, weil ich singe halt gerne immer mit. Und singen das ist dann ja, aber es ist auch für uns gut, wenn das Publikum die Texte besser kann als wir. Für mich ist das immer super. Das heißt, im klassischen Theater hat man so einen Soufflösen-Kastel und wir haben ein Publikum. Genau. Das spart eine Menge Geld. Ja, so richtig. Soufflösen. Na gut. Die Rose Pippen schreibt 2 Cola. Und mit dieser furchtbaren Antwort, liebe Rose, glaube ich, können wir uns dann schon langsam für heute, obwohl ich sehe gerade noch eine super Frage, wie viel Wein esst ihr? Ja, 2 so Rankerl, ne? Und das hat es damit zu tun, dass man aus Wein Essig macht? Da geht es sicher um Weingummi. Es ist ähnlich wie Sportgummi, nur mit Wein. Alles klar. Und der Florian hat schon 6 halbe getrunken. 6, ja, tapfer. Sag ich mal, es wird ein Simmeringer sein. Florian Taxer, Top-Fan. Du weißt, wie man sich Rotzpippen schön sauft. Gratulation. Ja, und ich glaube, schon langsam können wir zum Abschluss kommen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 7. Ja. Liebes Publikum. Mehr. Liebes Publikum, danke fürs Einschalten. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, Save Our Living Room, der Link ist hier im Chat drinnen. Auf Facebook eine tolle Gruppe zur Erhaltung oder zur Unterstützung eines super leibenden Lokals in Wiener Neustadt, das Metals Rock Bar. Dort kann man tolle Sachen steigern, unter anderem jetzt auch unser Survival Rotzpippen Package. Danke, lieber Markus, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns warst. Dankeschön für die Einladung.
und unsere Videokonferenz mit deinem Dasein bereichert hast. Und ich muss nochmal betonen, also ich habe dich genau unterhalb auf meinem Bildschirm vom Lumpazi und ich bin Du weißt nicht, wo du reden sollst, gell? Ja, es ist. Ich vertue mich dauernd. Ja. Wir werden den Link auch noch in unsere Facebook-Gruppe posten, in die Rottpippen, wie heißt das, die Rotshow Facebook-Gruppe, werden wir es auch nochmal reinschreiben für die 100.000 Leute, die in dieser Facebook-Gruppe sind. Dass sie ich das glaube, jetzt prinzipiell auf Facebook und Instagram den Link von der Gruppe nochmal posten, damit jeder das sehen kann, um was es da geht und was da gemacht wird. Genau. Gut, das heißt, eigentlich sind wir durch. Nächste Woche Freitag ist ja Tag der Arbeit. Nein. Da wollen wir nicht faul sein und machen, glaube ich, wieder eine Rotzshow, weil die Quarantäne noch immer besteht. Weil wir arbeiten am Tag der Arbeit, im Gegensatz zu Österreich. Ja? So ist es, ja. Stimmt. Und ich glaube, da werden wir uns irgendwas Schönes einfallen lassen, zum Tag der Arbeit. Genau, Homeoffice. Ich denke auch, dass die Corona-Krise bis dahin beendet sein wird, wenn unser Antikörper sich ihrer annimmt. Dann zumindest in Simmering werden wir dann Corona-frei sein. Also davon gehe ich mal fix aus. Yes. Ja. Es freut mich auch besonders persönlich, dass jeder von euch wieder so zahlreich erschienen ist. Sowohl meine Kompagnons in der Band, ja, als auch dem werten Gast und dem werten Publikum. Wohl, die meisten kenne ich und die Wertigkeit ist weit höher als meine eigene Person. Dementsprechend weiß ich nicht, was überhaupt wer zuschaut, aber ich bin glücklich. Ja. Das hast echt schön gesagt. Und mit diesen wunderbaren Worten und diesem wunderbaren Rülpser von meinem Unfall wollen wir uns heute verabschieden. Bleibt gesund, schaut auf euch und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder 20.15 Uhr an diesem Ort zur Rotzshow. Bis dahin, habe die Ehre. Viert euch. Tschüss.